Was für ein Bild! 250 Stimmen vereint schon am Anfang zur Eröffnung von dem Schweizerischen Gesangsfestival 2022 hier in Gossau. Und zudem begrüße ich Sie recht herzlich. Nous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous. Ja, schließlich ist das ein gesamtschweizerischer Anlass. Da müssen wir natürlich alle Landessprachen berücksichtigen. Oh, alle. Das sind 4. Ich kann gleich den Versuch machen, allerdings bei einer sehr banalen Durchsage, die aber leider muss sein. Würden Sie bitte alle die Handy abstellen? Veuillez mettre vos petits téléphones où on ne les voit pas, Telefonini silenzio. Und jetzt natürlich noch das Schwierigste, oder? Telefonin ciao oder so ähnlich. Sie haben es verstanden. Ja, es ist natürlich Ehrensache, dass ein Gossauer Chor da den Anfang gemacht hat, nämlich der Männerchor Gossau, aber bei so einem gigantischen Anlass hat er natürlich Unterstützung gebraucht und darum haben wir ihn gerade zusammen mit den gesamten Frauenchören da gehört, dem Fürstenlandchor und nicht weniger als 4 Kinderchöre. Herzlichen Dank nochmal für den fulminanten Auftakt.
Herzlichen Dank. Wir sind hier in Gossau und jetzt darf ich den Stadtpräsidenten von Gossau zu mir auf die Bühne bitten, damit ihn all die vielen Auswärtigen aus der ganzen Schweiz auch lernen kennen. Der Herr Cella, Wolfgang Cella. Hallo. Hallo. Also eben, Stadtpräsident, das bedeutet, kann man mal logisch daraus schliessen, Gossau ist eine Stadt. Gossau ist eine Stadt und ich glaube, jetzt sieht die ganze Schweiz, wie schön die Stadt ist. Darum ist es auch sehr schön, dass wir das Festival haben hier in Gossau. Wie viele Einwohner haben ihr denn? 18'000. 18'000 Einwohner. Ja, das ist und nicht ganz so viel wie Zürich. Sehr initiativ, das ist nicht der einzige Grossanlass in den letzten Jahren, den ihr organisiert habt. Wir gehen einen Schritt führen. Ja, so, weil wir haben keine Angst haben, die sind uns alle wohlgesinnt. Schön, freut mich. Sonst können Sie sie ausrühren, Sie sind ja da die Stadtpräsident. Genau. Ja, was ist denn alles so gelaufen schon in den letzten Jahren? Ja, eben das Nossif ist gelaufen, das war im 16. oder 17. Und im 2005 war auch noch mal ein Festival. Und was ist die Motivation, jetzt gerade das gesamtschweizerische Gesangsfestival der Chöre auf Gossau zu holen? Es waren verschiedene Motivationen. Mein Vorgänger, der Alex Brühwiller, der Stadtpräsident, war ein begnadeter und leidenschaftlicher Sänger. Und die Idee war dann, dass man das eben dahin bringt. Ja, und ich habe das dann übernehmen dürfen und habe das eine tolle Idee gefunden. Also ich nehme an, so ein Anlass ist an sich privat organisiert. Wie kann dann die Gemeinde helfen? Der Anlass ist in der Tat privat organisiert. Das ist wirklich ein Engagement von vielen, vielen Leuten, die daran glauben, dass man so etwas auf die Beine stellen kann, vor allem eben vor dem Rahmen mit Corona. Und die Gemeinde hilft natürlich bei den ganzen Bewilligungsverfahren, aber auch bei der Unterstützung, bis hin zur finanziellen Unterstützung, sicher von verschiedenen Zusagen, damit man auch die Bestellungen auslösen kann. Und was wäre für Sie das Schönste, wenn man am Schluss was sagt, wenn das Gesangsfestival dann vorbei ist? Das Schönste wäre, wenn man sagt, wir müssen wieder auf Gossau kommen. Das wünschen wir Ihnen doch jetzt schon, zu allem Anfang. Dann danke ich Ihnen herzlich für die kurze Vorstellung. Das war der Stadtpräsident von Gossau, der Wolfgang Cella. Dankeschön. Alles klar, dann lassen wir los mit der Schweizer Reise. Danke vielmals, Benetton. Herr, die Schweizer sind nicht alle gleich. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass die Appenzeller relativ spät ein Frauenstimmrecht eingeführt haben.
In dem Lied, das wir jetzt dann singen, hört man das. Die verschrecken nämlich immer. Wir Schaffhauser, wir verschwinden ein bisschen. In den letzten Zeilen von dem Lied ist es ganz tief komponiert. Dafür sind die St. Galler mit einem ganz langen Ton vertreten in dem Lied. Und auch bei den Zürcher hört man, dass man ab und zu sagt in der Schweiz, die Zürcher haben ein bisschen ein grosses Maul. Wir singen Ihnen das mal vor, lesen Sie mit. Sie haben sicher noch mehr solche Witze da drin gehört. Wir singen Ihnen Ziele für Ziele vor. Bitte wiederholen Sie sie. Sie sind dran. Zeichen übrigens, die Sie ab und zu im Notentext finden, sind Pausen. Zum Beispiel bei Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden. Wir singen von vorne bis hinten. Fühlen Sie sich eingeladen durch unsere Gruppe. Machen Sie mit. 1, 2, 3.
Vreni Winzerlo wird gerade in der Nähe bleiben, weil sie ist gerade dran. Aber zwischendrin darf ich nochmal jemanden auf der Bühne begrüßen, damit ich ein paar Worte mit ihm wechseln kann. Und zwar ist das der Präsident von der Schweizerischen Chorvereinigung, der Claude-André Magny. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Weil das ein gesamtschweizerischer Anlass ist, on peut parler en français aussi. Können wir auch. Gut, wie Sie wollen. Wir machen doch ein bisschen Durcheinander. Gut Schweizerisches, oder? Aber eben so ein Anlass, der hat ja Seltenheitswert. Der findet nicht alle Jahre statt. Das ist ein Gesangesfestival, ganz im Gegenteil. Nein, also das findet nicht jedes Jahr statt. Aber wenn es kommt, sind wir so froh, so begeistert, besonders nach den Jahren mit der Pandemie, dass alle brauchen sich wieder zu sehen, sich zu sprechen und alle brauchen auch mitsingen. Das spürt man irgendwo hier in der Stadt. Das ist großartig und ich bin sehr froh von dieser Lage. Sie hatten ein bisschen Glück mit der Pandemie. Das hängt zusammen, dass nur alle 7 Jahre ein solches Fest stattfindet. Deshalb müssen wir es auch genießen, oder? Ja, natürlich. Natürlich, das genießen wir, aber es ist auch nicht, en français on dit, ce n'est pas gravé dans le marbre. Ah, okay. Und es kann sich anders entwickeln. Und warum immer 7 Jahre warten, um so ein Ereignis leben zu dürfen? Und ich denke, dass wir auch das Pflicht haben, uns Gedanken darüber machen und das vielleicht ein bisschen öfters, das kann man nicht jedes Jahr machen natürlich, aber es ist so gemütlich, es gibt eine Stimmung überall und die Leute haben Freude zu singen, nicht nur rund um mein Bierfass, aber die haben Lust, gut zu singen, die haben Lust, das Beste zu machen und das ist erfreulich. Und das ist ein gutes Bild der SCV. Und das ist auch nicht das Einzige, das die Schweizerische Chorvereinigung auf die Bühne bringt. Da gibt es ja noch viele andere regionale Veranstaltungen. Ja, also in jedem Kanton gibt es ein Kantonalfest. Jeder Kanton hat seinen Rhythmus. Normalerweise hängt es sich um 4 Jahre Rhythmus. Aber das ist abwechslungsreich in den Kantonen. Es gibt auch Schweizer Chorwettbewerbe. Es gibt Regionalfeste, überall wird gesungen. Was unsere Pflicht ist, ist das gut zu verbinden, dass auch die Generationen miteinander singen. Wir hatten heute schon am Nachmittag einen sehr guten Beweis, dass es möglich ist, kleine Kinder, Erwachsene, vielleicht Ältere. Senioren, schauen Sie mich nicht so an, ja? Ja, so. Sie sind wie ein Spiegel. Also, einen Haufen tollen Anlässe. Danke. Für Jung und Alt.
Spaß mit Hussen und mit Fett. Du jede eine Gass, der Rhythmus ist hart und stark und stark. Radabang, bang, radabang. Ihr lacht Kinderkrieg, sie sind der Heimatlinie und legt uns alle Vieh. Von Glück zum Gast, so strahler Schatten, im Andres Marterkerl, nur Platz ist meistens knapp, am Fenster sind angegangen, radabang, bang, radabang. Als Bub, als Bursch und zuletzt noch als Mann mit Wissen Und wie ganz alt und bald die merkt wie sie noch vor. und Sally setzt die Fast und drum lernen wir es Schloh. Statt Tour und Abschiedsgesang, radabang, bang, radabang. Wenn ich da uns weiter rund schaue, dann sehe ich einen Haufen bekannte Gesichter. Man könnte leider nicht jeden von Ihnen persönlich begrüßen, aber in einem Fall werde ich doch da gleich eine Ausnahme machen. Unter uns ist nämlich niemand geringer als der Ständeratspräsident, der aktuelle, der Thomas Hefti. Danke vielmals, sind Sie gekommen und herzlich willkommen bei uns. Er sitzt neben der Bundesrätin, jetzt können wir uns streiten, wer ist eigentlich höher, oder? Wahrscheinlich der Chef vom Parlament, weil der Bundesrat muss ja dem Parlament folgen. Aber wir machen da keine politischen Diskussionen. Aber es freut mich natürlich, dass ich als hochkarätiger Gast jetzt
zum ein kleines Intro bei uns auf begrüßen Bundesrätin Kaller-Sutter. Karin Kaller-Sutter, herzlich willkommen. Sie sind ja unsere Ostschweizer Bundesrätin. Wobei manchmal frage ich mich, kann man da überhaupt etwas machen für die Ostschweiz? Sie müssen immer noch 3 auf ihrer Seite haben, oder? Bei 7 Bundesräten. Ja, die Frage kann man sich schon stellen, aber jedes Mitglied im Bundesrat ist ja dafür da, das Gesamtinteresse der Schweiz zu vertreten. Was aber wichtig ist, dass man die Werthaltung einbringt, die Mentalität einbringt. Und wir sind natürlich schon 7 verschiedene. Und ja, in verschiedenen Geschäften, oder gerade auch während der Pandemie, hat man schon gemerkt, ein bisschen, wer wie geprägt ist, von welchem Landesteil. Das hat also durchaus eine Rolle gespielt. Und darum ist es auch wichtig, dass alle Landesteile vertreten sind. Und ich hoffe, dass ich die Ostschweizer Stimme, die ein bisschen staatskritischer ist halt, und ein bisschen so eigenständig, eigenverantwortlich denkend, dass ich das einbringen kann. Dann gehen wir aber mit dem gesamtschweizerisch guten Beispiel voraus. Nous parlons un peu en français. Alors, vos collègues romans, c'est comment dans ce Conseil fédéral? C'est comme une classe d'école ou c'est comme si on est 7, on doit marcher sur une montagne? Comment ça se passe? Alors, tout d'abord, je salue tous les Suisses romands, les Suisses romandes. J'espère que vous êtes là aussi. Voilà. Alors, je dirais entre les Suisses alémaniques et les Suisses totaux, comme vous avez dit, les Suisses romands, ça va très bien. Enfin, quand on parle français, moi j'ai un accès très direct avec Guy Parmelin ou bien aussi Alain Berset, parce que voilà, je parle français, puis ils me considèrent un peu comme une des leurs. Ah, oui. Très bien. C'est déjà pas mal. Bon, ça dépend. Bon, si c'est l'intervention de l'État puis les dépenses, il faut aller de l'autre côté. Mais bon, sinon, moi j'ai fait une partie de ma scolarité à Neuchâtel. C'est pour ça que je suis aussi un peu une Neuchâteloise de cœur, où c'est aussi ma patrie. Jetzt, wie sind wir im Bundesrat, sind wir eine Seilschaft. Also wenn ich mir immer Zeitungen lese, würde ich sagen, schrecklich nette Familie. Ja, also ja. Mir fällt immer etwas auf, oder? Wenn ich habe ja ein bisschen ausstudiert und darum weiss ich ja, dass dann immer der Gesamtbundesrat entscheidet. Nachher heisst ja, Damherd ist für die Pflüger und Karin Kaller-Sutter macht jetzt da die neuen Asylgesetze und so. Da wird immer personalisiert, ja. Aber das stimmt eigentlich gar nie. Sie können ja nicht allein das machen. Es müssen immer nur 3 andere der gleichen Meinung sein. Ja, eigentlich muss man sagen, sind wir fast immer alle der gleichen Meinung, weil man diskutiert in der Regel so lange, bis man alle mehr oder weniger eingebunden hat. Leck, ist das ein langer Arbeitstag? Ja, manchmal, wenn man gute Argumente hat, geht es schneller. Aber nein, das ist völlig ein falsches Bild, das man hat, dass wir uns da fast die Köpfe einschlagen und dass wir ständig abstimmen. Ich bin jetzt 3,5 Jahre im Bundesrat, wir haben noch nie abgestimmt. Man diskutiert, und wenn jetzt jemand wirklich kritisch ist, dann kann es halt mal gehen, dass einer oder vielleicht 2 sagen, ja, dann machen, was ihr wollt. Aber in der Regel versucht man, und darum gibt es manchmal so Lösungen, wo alle sagen, was ist jetzt da wieder, nicht Fisch und nicht Vogel und von dem ein bisschen und von dem ein bisschen. Und das hat halt damit zu tun, dass man versucht, verschiedene Regionen, Geschlechter, Mentalitäten, politische Werthaltungen einzubinden, und das ist das Wesen vom Bundesrat, und das klingt eigentlich recht gut. Reden wir noch ein bisschen von der Musik, wenn wir am Gesangsfestival schon sind. Gibt es irgendwelche Bundesräte mit komischen musikalischen Vorlieben? Gut, das wüsste ich nicht. Ich weiss, Alain Berset hat sehr gerne Jazz. Ich habe sehr mit Rock, Punkrock. Eben, das habe ich noch gelesen und ich denke, das gibt es ja gar nicht. The Clash ist eine von Ihren Lieblingsbands. Ja. Also ich bin natürlich, offiziell bin ich Anfang 80er Jahre zum Sprachlernen in London gewesen, inoffiziell eher im Ausgang und an den Konzerten. Und da habe ich natürlich sehr viel erlebt. Ich war auch an diesen Punk-Konzerten damals. Das war der Wahnsinn, oder? In Brixton, wo man ja gesagt hat, da kann man nicht hin.
Und ja, das ist eine tolle Erinnerung. Aber ich muss sagen, ich bin ja Jahrgang 63 und als ich auf die Welt gekommen bin, habe ich ältere Brüder. So das Erste, was ich gehört habe, waren Beatles und Stones gewesen, und ich bin ein riesiger Beatles-Fan. Da haben sie aber früh angefangen Musik zu hören. Die sind praktisch gleichzeitig mit ihnen auf die Welt gekommen, Beatles, oder? Ja, einen leichten Vorsprung gehabt. Und Chormusik, was sagt Ihnen das? Gefällt mir auch sehr. Vor allem, also was mir auch sehr gefällt, sind zum Beispiel in der Messe, Mozart-Messe oder auch Jodler-Messe. Ich finde das immer sehr festlich. Aber auch sonst, wir haben ja jetzt hier auch die Vielfalt schon gehört, die es gibt und wie anspruchsvoll das ist, eben auch im Chor zu singen. Das ist wie im Bundesrat, das ist auch anspruchsvoll. Und das kann man ein bisschen relaxen bei der Musik und das wünschen wir Ihnen doch. Danke weil vielmals. mir ist klar, als Bundesrätin hetzen Sie, ich wollte nicht gerade sagen, von einem Problem zum anderen, aber von einem Termin zum anderen. Herzlichen Dank für Ihren Merci. Besuch. Das ist unsere Bundesrätin, Karin Keller-Sutter. Und wir machen jetzt weiter mit dem offenen Singen, und zwar auch mit einem ganz besonderen, nämlich mit dem Martin O. Der Martin O, der wird beschrieben als spitzzüngiger Zungenakrobat oder auch als Loopchor-Virtuos oder auch als Beatbox-Poet. Und wir haben ihn eigentlich eingeladen, weil er schlicht und einfach einmal erklärt hat, ich bin auch ein Chor. Also, das kann ja heiter werden, das kann ja irgendwie spektakulär werden und sicher ein bisschen ungewohnt. Wir sind gespannt und gehen jetzt die Bühne frei für den Martin O. Il Dente. A Gossau, a Gesangsfest, a Hattenbiss. Delele stint in Afrika, con los doncos dailas da, delele con nasanta. Helele yololo. Angelele con dailas da, delele stint in Afrika, galeres indico sauga, belele con nasanta. Helele yololo. Andele con dailas da, delele stint in Afrika. Angelele mbos dailas da, ugelele stint in nasanta. Ist es nicht so heiß da? Angelele con dailas da, muss ja nicht ins Zelt hineingehen. Angelele con dailas da, ist ja heiß wie Afrika. Komm, wir gehen auf Gossau da ist heute Gesangsfest da.
Oder quasi mein Chor ist im Symphonium rein, ist echtes Appenzeller Hochgebirgsnussholz. Und da habe ich so blaue Tasten, du siehst so 7 blaue Tasten. Und wenn ich jetzt auf die erste Taste drücke, dann fängt es an aufzunehmen. Wenn ich jetzt wieder auf die erste Taste drücke, dann fängt es an aufzunehmen. Kann ich auf die zweite Taste drücken, dann nimmt es natürlich auch etwas auf. Wenn ich jetzt wieder auf die erste Taste drücke, dann nimmt es fängt es an aufzunehmen. Aber auch schon die dritte drücken. Aber auch schon die dritte sogar die vierte. Und die 7 Tasten. Dann ist alles wieder weg mit den 7 Tasten. So funktioniert das. Jetzt. Und ich kann ja da wirklich spannende Sachen drauf aufnehmen, zum Beispiel Du, so ein klassisches, schönes Du, ein Du. Und wenn der nah drauf ist, dann tönt es so. You can shake your body if you want to. Und sting mich ein bisschen ihr Herz heizen. Der Fahnenträger, shake your body. A little bit. Oh, der Neuchâtel, wo ist der Neuchâtel? Shake your body, Neuchâtel. Little bit. No. There is a little song I wrote, where I'm singing it note for note. Don't worry. Be happy. You know that song? In our life we have some trouble, but if you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay my head. Somebody came and took my bed. Don't worry, be happy. Yes, I have no Heizung at home, and I have some coal. I go to the Zelt, it goes out, there's a warm, wonderful warm air inside. Oh, don't worry, be happy. And if you're at home and you don't know what to do, and you have no hobbies or anything, go to a Gesangsverein, go to a Chor, and you are in a Chor. I know it, you are our. And once in 4 Jahren, you go to an Ort in Switzerland, und da kommen alle die mit diesen Wahnsinnsfahnen auch mit, und dann geht's ums Gesangsfest. You can sing if you want. First Stimme. Ja, that's wonderful. Oh, wonderful. The second Stimme. You can choose which Stimme you want to sing. The first, okay. Don't worry. Be happy. We're gonna sing it together. Don't worry. Be happy. Don't. Wonderful. Is it fun? Thank you very much. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no girl to make you smile. Don't worry. Be happy. Yeah, if the
and shake your wonderful, the note, the blood if you want. Everyone get the note, the blood and shake a little bit. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. Don't worry, be happy. Da sind die Damen und Herren vom Oerlikörli.
è come volare. Chanter est comme voler. Singen ist wie fliegen. Das ist so ein schönes Gefühl. Und wir fangen an beim Nummer 2. Nicht ganz zuvorderst, sondern in der Mitte, wo man gut hört, wie man fliegt beim Singen. Ja, recht viel Energie. Meinen Sie, Sie würden höher fliegen, wenn Sie würden stehen?
Wir fangen an mit den Damen, die sich für Soprane halten. Die zweite Gruppe sind die Frauen, die sich für Altistinnen halten. Und die dritte Gruppe, das sind alle unsere Männer. Erste Gruppe. Oh. Look at the birds, see how they fly. Schön, lassen Sie fliegen. Alt. Und alle unsere Männer. Mit Ihnen fliegen ist so schön. Grazie mille, merci beaucoup. Wir sind bereits beim zweitletzten Lied von dieser Eröffnungsveranstaltung angekommen. Das bestreitet nochmal unsere Kinderchöre. Und es sind so viele, dass sie natürlich ein Zeitchen brauchen, bis sie Platz genommen haben. Und in dieser Zeit kann ich Ihnen doch einmal ein bisschen näher Ihnen sagen, mit wem dass wir da alles Vergnügen haben. Da ist also zum Beispiel der Kinderchor Tutti Frutti von der Jugendmusikschule Mörschwil unter der Leitung von der Tina Dattwiler. Der Kinderchor von der Musikschule Appenzell-Mittelland unter der Leitung von der Hiroko Haag. Der Primchor und Kinderchor von der Singbox von Wil. Unter der Leitung von der Anja Powischer und der Markus Leimgruber. Und schließlich der Kinderchor von der Domsingschule St. Gallen unter der Leitung von der Anita Leimgruber. Coming
Und schon sind wir beim grossen Finale angekommen, meine Damen und Herren. Es wird orchestriert von Michael Schläpfer, in Gang gebracht wie immer von einem Asynchor. Aber zum Schluss machen dann natürlich alle mit, auch Sie, mit unserem Festivalsong «Komm und sing». Es ist ein Kanon. Ich lade Sie ein zum Mitsingen. Wir singen sie einmal vor und nachher tun wir aus Zeitgründen einfach gerade rein. Es sind alle 4 Landessprachen enthalten. Hören Sie gut zu. Beim zweiten Mal mitsingen, stehen Sie auf. Ich zeige dann, wer in welcher Gruppe ist.